Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Livestream mit mir, dem Gerald von Riva. Wir sind heute, nein, das Handy hat schon wieder geschäbert. Was wollte ich sagen? Genau. Wir haben gestern aufgehört bei unserem riesenschlechter Freund dort, dem Hjalmar. Der Herr da mit grünem Namen. Genau, dem müssen wir helfen, einen Riesen zum besiegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da ist der Polan, der geht uns auch schon seit gestern auf den Sack. Genau, den haben wir jetzt auch dabei. Und wir müssen jetzt da quasi jetzt diesen komischen Riesen finden und den Riesen besiegen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und da kreischt schon wieder irgendwelche Sirenenummern an, das legt es mir am Arsch. Wir gehen jetzt erstmal da rein. Da gibt es doch mit Sicherheit wieder viele tolle Sachen zu finden. Beeilung, kein Herumgetrödel. Was hast Du doch kannst keine. es ja gar nicht mehr erwarten. Du hast doch keine rumgetrödelt. Ich trödel so lange rum, wie ich will. Hast du das verstanden, mein Freund? Da gibt's aufs Maul. Da kann man was mitnehmen. Ein Schnaps. Wieso kann ich jetzt doch nicht? Wo ist denn der Typ, der wo gestorben ist? Da ist er. Verblutet. Es sollte seine letzte Reise sein. Jawohl, ich nehme die Wasserflaschen mit, die wo da schon seit wahrscheinlich. Hjalmar! Was passiert eigentlich, wenn ich mit ihm rede? Ey, bleib da! Ich möchte mit dir reden! Aha. Sehr schlaue Bemerkung, die wo der da ablässt. Ich sag's dir, dieser verdammte Bastard ist riesig. Na wundervoll. Den verbannten Bastard, den haben wir ja schon kennengelernt. Gehen wir mal ganz gechillt, wie weit ist denn? Da ist noch eine Hütte. Hütte. Wir schauen erstmal in die Hütte. Da. Wieso hängen da Menschen auf dem Kronleuchter? Muss man das verstehen? So, das meine ich war einmal ein Festbankett, so wie mir das anschaut. Aber das Festbankett, das ist glaube ich ein bisschen eskaliert. Ja. Jetzt kämpft sie zwar Ich voll kann's nicht fassen, dass ich den Scheißkerl endlich habe. Nun, Ja, wir so ein bisschen laufen. Wir sind ja sportlich. So. Ja, genau, das war letztens auch schon das Problem. Gerald, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Ja, zerstören. Ich hab doch dieses Hexerzeichen. Ich brauch doch das bloß wegschubsen, oder? Den Machtschub. ich gebe dir Deckung. Ich postiere mich so, dass ich den Riesen im Blick habe. Ja gut. Eingang. Ich verstehe jetzt bloß immer noch nicht ganz, warum mir jetzt immer noch vorgeschlagen wird, dass wir in Hjalmars Mannschaft, dass wir das noch erkunden können. Ich meine, das ist doch jetzt wurscht, das ist ja übrig so. Es wird kälter. Kann nicht mehr weit sein. Die Herren schon. Da schlaft doch einer. Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Und? Hey, schnell! Lass mich raus, bevor er aufwacht! Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte.
Weißt du, wie Vigi noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Ankret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Ich weiß es jetzt auch nicht. Keine Ahnung, der man rauslassen. Ich weiß ganz genau, wenn ich den jetzt rauslasse, dann wird der garantiert rumbrüllen wie so ein Bekloppter und den Riesen aufwecken. Aber andererseits glaube ich, der Riese wacht so oder so auf. Also ist eigentlich relativ wurscht, was wir da deren. Drauf geschissen, lassen wir ihn raus. Wir sollten ihn befreien. Der Riese ist groß und gefährlich. Wir könnten eine Extraklinge gut gebrauchen. Auch wenn sie von einem Verrückten geschwungen wird? Das hab ich gehört, Ankret. Lass mich sofort raus. Warte hier. Ich suche den Schlüssel. Dann lässt man halt raus, oder? Hey! War doch okay, dann hat sich das jetzt mehr oder weniger erledigt mit dem Befreien. Ja, mei. Immer befreien, gell? Ah! Es ist wieder Wahnsinn mit Schaden, mein Lichtschwert, mein Silberschwert. Ey, da schaut er das so, ey. So nicht, dass ich so scheiße, so beschissene Lichtschwert, Silberschwert da oben. Oh fuck. Das war nicht gut. Oh, ich hau da ins Eier! Ja, dann auch gleich. Oh. Wow, toll. Wozu das ich ja nicht. Oh, jetzt haben wir da. Hey. Der Stahlschwert tut Posten. Komm schon. Ich glaube, der Vigi ist jetzt hier, oder? Oh Mann, ich habe jetzt so ein Mist gebaut mit dem Schlüssel. Au. Boah, der ist gerade rechtzeitig so. Boah, du Arschloch. Oh, ich schütze die hoch. Wieso schlägt der sein Schwert weg? Du Pfosten, steck doch nicht dein Schwert weg, Alter! Was ist los mit dir? Ah, oh mein Ekel, ey. Vigi. Armer Kerl. Wir hätten ihn rauslassen sollen. Ja, wollt ihr doch! Ist nicht deine Schuld. Bei Vigi wusste man nie genau. Vielleicht hätte er sich sofort mit bloßen Fäusten auf den Riesen gestürzt. Und das wäre der Tod für uns alle gewesen. Na, wäre er nicht, wenn wir Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen.
Also gut, vielen Dank. Jeglicher Ruhm, der dem Rot des Riesen gebührt dir. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir ja mitgemacht. Eigentlich haben wir ja den Riesen. Das ist wieder so eine schwere Frage. Also gut, vielen Dank. Jeglicher Ruhm, der dem Tod des Riesen zusammenhängt, gebührt dir. Ja, also ohne mich hätte er, glaube ich, sauber versagt. Also, aber ich allein, das war halt auch, gibt es da nichts, wo irgendwie ein Kompromiss eingekannt hat? So, das haben wir zusammen erledigt oder so. Weil ich möchte jetzt nicht den ganzen Ruf für mich allein einheimsen, aber der braucht jetzt auch nicht alles für sich allein einheimsen. Ach, drauf geschissen. Dann, wir sind ja nett. Hjalmar, der Riesentöter, klingt besser. Es war dein Unterfangen. Du hast dir den Ruhm verdient. Ich glaube, du hast recht. Ja, auf jeden Fall. Verschwinden wir von hier. Gehen wir. Ich will mich umsehen. Ach, gehen wir. Umschauen Gehen kann ich wir. anders mehr. Umschauen kann ich mir anders mal, ja. Segelst du zurück nach Artskellig? Ja, schließlich werde ich gekrönt. Ich habe den Riesen getötet, Undvik zurückgewonnen und meine ganze Mannschaft verloren. Vielleicht hätte ich allein lossegeln sollen. Wie Ceres. Bereust du deine Fahrt? Alle werden es als großen Sieg ansehen. Moment. Schluck Trinker. Bereust du deine Fahrt? Fragen wir mal so. Bereust du es, dass du zu dieser Expedition aufgebrochen bist? Warum denn? Der Riese ist tot. Und die Bewohner von Undvik können nach Hause zurückkehren. Und Ceres? Ist sie schon wieder zurück? War noch nicht zurück, als ich Artskellig verließ. Sie ist nach Spikeruk, sagst du. Sie möchte sich wohl dem stellen, was Udalrik langsam umbringt. Manche sagen, Udalrik wäre der Auserwählte der Götter. Sie behaupten auch, die Götter wären gnädig. Hexer, sicher wäre Ceres nicht froh, mich zu sehen, aber du bist nicht zufällig auf dem Weg nach Spikeruk? Natürlich. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Dein Vater hat mich darum gebeten, aber was, wenn ich ihr helfe? Sie gewinnt und dann zur Königin der Skelligen gekrönt wird. Du hast mir auch geholfen. Dann stehen die Chancen gleich und den Rest entscheiden die Götter. Ich dachte, du würdest ihnen nicht blind vertrauen. Ich will ihnen noch eine Chance geben. Mach's gut, Hexer. Leb wohl, Ankret. Ich glaube, diese neutrale Entscheidung, die war jetzt da gemacht worden. Wie steht's, Geralt? Kann nur mit dem reden? Planst du noch eine Reise? Du und Ciri seid zusammen aufgewachsen. Du und Ciri, ihr seid doch zusammen aufgewachsen. Zumindest teilweise. Ja, sie hat ihre halbe Kindheit auf den Inseln verbracht. Ist mir immer nachgelaufen. Ein dürres Ding war sie. Aber ihre Sprünge beim Eislaufen, die hat ihr keiner nachgemacht. Einmal habe ich es versucht. Da habe ich mir den Mund an einem Felsen aufgeschlagen. Und dann seid ihr zur Krach gelaufen und habt verkündet, ihr wolltet heiraten. Das hast du gehört? Ja, wir waren beide 12 Winter alt. Aber mein Papa hat mir die romantischen Fantasien aus dem Kopf geprügelt. Möchte wissen, wie es wäre, ihr jetzt zu begegnen. Planst du noch eine Reise? Klar, der Eisriese war nur der Anfang. Außerdem sagen schon alle möglichen Trottel, so groß wäre er gar nicht gewesen. Und was ist mit den Leuten von Undvik? Ihr wolltet ihnen doch helfen, zurückzukehren und Urskar wieder aufzubauen. Ceres wird sich schon darum kümmern. Leb wohl, Ankret. So. Und mit dem anderen. Ey, Fulan, heute Ritzwert. Okay, dem habe ich nichts mehr zum Reden. Triff Jennifer. Ja, ich habe jetzt Bock mit der Jennifer. Jetzt bei so Wacht. Wir schauen mal den questmäßig aus. Finde Junior. Frage Räumen, was habe ich Nebenquests? Kann ich noch nicht machen. Such beim Obelisk nach einem Diebeslager. Liebling der Göttervater Udalrik Ceres. Ja, das ist das jetzt. Die Banden von Novigrad, sprich mit Hacker.
machen wir doch das einmal. Ich muss jetzt zwar nach Novigrad reisen. Boah. Ich muss jetzt nach Novigrad reisen. Wegweisen. Wir reisen nach Novigrad. Platz des Hierarch. Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Treuesten und ältesten Freund am Arsch. Ich hab dich in der Serie gesehen, da bist du mir auf den Sack gegangen. Ich hab dich in dem Spiel gesehen, du bist mir auf den Sack gegangen. Ich hasse den Kerl. Hoppala. Okay. Und mit einem wunderschönen Blick auf unser wunderschönes Haar. Angeblich spioniert ein Hexer für die Schwarzen. Scheiß Rassist. Oh mein Gott, ich hab doch mit Sicherheit ein bisschen Geld gefunden, das wir jetzt umtauschen können, oder? Aber Derry, du, gib mir Geld. Was kann ich für dich tun? Gib mir Geld. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Wenn man guckt. 105 Euro, ja, das ist weiter. Wer sagt mein Opa immer, wer einen Pfennig nicht ehrt, ist das Magel nicht wert. Schmied war auch nicht verkehrt, ich glaube, da kann ich meine Schwerter ein bisschen richten, weil die sind auch ziemlich im Arsch. Der Schmied. Der Schmied da, hä? Der Feierabend oder was? Ey, Schmied! Die fix, wo ist denn der? Der Schmied da. Wenn ich halt Feierabend, ja, Rüstungsschmied am Arsch, da ist kein Rüstungsschmied, ich sehe keinen. Ist das nicht unbequem? Der ganze Stahl auf dem Rücken? Ich glaube auch, dass es unbequem ist, aber wahrscheinlich als Gewohnheitssache. Aber vielleicht Tina, oder? Götter, der Sensenmann kommt mich holen. Mein Problem. Weniger saufen. Was ist denn der Hacker? Hacker Pschor. Immer der Bayern. Da runter, ich muss runter. Wie ist denn da runter? Also da nicht. Das ist was. Ja, Hoppa. So wie. Ja, aber muss ich denn jetzt da wieder da, oder? Da. Oh, das schaut gut aus. Das könnte. Wo muss ich denn jetzt da wieder hingrunzen? Ich fix noch mein Ei. Götter, der Sensenmann Shiva. kommt mich holen. Hier wird nicht rumgehangen. So Quest. muss ein Magier sein. An einem Tag hat er deine Tochter geheilt? Ja, Mann, das Ich glaube, das musst du dafür bezahlen. Hey, du hast Quest. Gib mir Quest. Ein Hexer? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Welche Nachricht? Eigentlich nicht. Aber worum geht's genau?
Ich habe gehört, du suchst eine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu. Als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Skellige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt nie mein Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind auch stark. Und? Was sagst du? Natürlich. Wir sind doch Geralt der Hilfsbereite. Der Plan ist wirklich verrückt. Aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjorn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Passt. Klingt gut. Wir sehen uns dort. Gut. Wir haben eine neue Quest, aber die schreiben wir erstmal hinten noch. Ich darf jetzt erstmal gern wissen, was jetzt mit diesem blöden Hacker-Short-Typen ist. Wo muss ich denn jetzt da hin? Ja, sehr lustig. Ich habe keine Ahnung, da vielleicht. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Mann von Hacker, okay, das schaut schon mal richtig aus. Du bist, da wird der drin sein. Bist du der Hacker? Ja. Einen kleinen Moment, Hexer. Was zur Zeit ist passiert. Jetzt bin ich aber neugierig. Wieso warst du an dem verdammten Abend, an dem Hurensohn mich umbringen wollte, nicht da? Das war Zufall, ehrlich. Ich war im Bordell. Ich hab Zeugen. Ich bezweifle nicht, dass du Zeugen hast. Den Teil mit dem Zufall, den bezweifle ich. Ach, was für ein Scheißgespräch. Nur Geschwätz. Das führt zu nichts. Jungs, redet ihr mit ihm. Es ist einfach. Ich will wissen, wo Hurensohn ist. Ich hab dich nicht verraten. Nie. Ups. Nein, nein, ich weiß nichts. Ja, aber was haben sie denn? Hä? Und tschüss. Oh, huckt uns nieder. Hilfst du mir, Junior zu finden? Ich wollte meine Jungs gerade zu Hurensohns Verstecken schicken. Eine Hexerklinge wäre nicht verkehrt. Führ meine Männer an. Bring Junior den Krieg und zerr ihn aus dem Versteck. Da profitieren wir doch beide. Gut, ich helfe deinen Männern. Nein, danke. Hurensohn darf nicht sterben. Hurensohn darf nicht sterben, bevor ich mit ihm gesprochen habe. Meine Jungs sind heißblütig und so gefallen sie mir. Wenn du sie bremsen willst, viel Glück. Aber ich ahne, wohin das hinaussagt, aber wir helfen. Na schön. Nun, ich nehme an, Junior versteckt sich in seinem Casino in Gildorf. Oder in der Arena unter den Scherben. Meine Jungs werden da sein. Finde ihn. Gibt's da noch irgendwo was zum Mitnehmen? Brauchen wir den guten Hacker noch ein bisschen aus. Gut. Okay. Ich hasse die verdammten Huren. Hey du, hast du Stutenfohlen gesehen? Wen? Ist das ein Name? Ist das ein Tier? Weißt du, was ihr abends vor dem Zu-Bett-Gehen trinkt? Nicht Milch, sondern Blut. Aus einem Zauber. Ich trinke einmal vom Zu-Bett gehen. Ist das ein Problem? Manchmal ein bisschen salzig, aber zur Not hast du ein bisschen Zucker rein, dann geht's Diese schon. Jugend heutzutage. Ich bin gelaufen. Alle weichen mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Kommt da wieder drauf, von wem das Blut ist. Ritter, brauchst du einen Knappen? Hör auf, uns anständigen Leuten anzumachen. Ich darf doch nur das durch. Der du auf mir auf den Sack zum Gehen. Was ist das? Das heißt, es ist ein bisschen schwierig. Findest du ihn? Oh mein Gott.
Hilfe, da hat jemand Hilfe geschrieben. Das ist eine Quest. Das kriegen wir später. Ich möchte erstmal das ausmachen. Oder nicht? Oder klopfen, was passiert da? Ist das auch eine Quest? Quest? Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Aha, also wohnt da anscheinend unsere liebe Freundin. Gehen wir doch mal hinauf. Wenn wir schon da sind, schauen wir doch einmal gleich. Und dann schaue ich mir mal, was mit dem Kind da ist. Ja, wo ist denn? Was ist da? Achso, da geht's noch weiter. Ah. So, da Cody mit dem Gewand überhaupt ihre... Dass die da überhaupt so drin bleiben, dass die nicht einfach rausspringen, so... Weißt schon, ich raub dich aus. Fläschchen kann man immer brauchen. Wir sind anscheinend ein Vampir, weil wir kein Spiegelbild haben. Jawohl, nehmen wir alles mit, rauben wir unsere Freundin aus. So kehrt sie das. So was macht ein Gentleman. Der letzte Wunsch. Ja genau, weil ich jetzt das lese. Und nicht zum Lesen da. Sie fix. Nehmen wir doch mit der Triss. Trissi, was ja, läuft? Geralt? Ja, was geht ab? Alles was Beine hat. Schon lange in Novigrad? Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt. Und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Ich bin auch froh, dich zu sehen. Also mit anderen Worten, ohne meine Hilfe, wir kennen das überhaupt. Die Triss, die haben wir ja, Achtung Spoiler, in der Serie auch schon kennengelernt. Bis dann, Triss. Ich war anfangs ein bisschen irritiert, weil die halt überhaupt nicht vorgekommen ist, aber zumindest habe ich geglaubt, dass die nicht vorkommt in der Serie, aber die schaut nur etwas anders aus. Also die 10 PS durch die roten Haare, die haben sie ja in der Serie nicht vergönnt. Ja gut. Ausher! Mit die Meinung mal reden? Machen wir wieder... Oh, hast du mir vielleicht einen Schrecken eingejagt? Okay. Dann gehen wir mal zu dem Kind. Hey Kind! Du Holz, was ist los? Was ist denn los? Sie! Also ich muss jetzt doch noch... Hey, warte! Das Kind, das kenne ich doch, das war doch da in dem Sumpf auch. Der graue Blödian! Schnappt ihn! War so klar. Gebt ihm einen Kopfstoß! Reißt euch zusammen, Jungs! Wir können ihn nicht umbringen! Ja, weil ich so gut bei euch bin, ganz einfach deswegen. Arschloch. Ich schau jetzt mal, ob ich den Fight mal ohne Hexerzeichen. Jetzt geht's um! Nix. Was ist los? Das ist Party angesagt. Er hat ihn umgebracht. Ja, so schaut's aus. Bei solchen Fights abgehärtet auf Fallen Order. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Ja, für die drei schon. Der kann das. Tja, sauber zerpimmelt und ich habe nicht einmal Zeichen eingesetzt. Junge Boys, mit Schwerter kurz und oder verkaufen. Ich bin alles so leid. Ich will jetzt den Burm sauber hoffentlich ohne Brenner. Scheint nicht. Da liegt noch was irgendwo. Was ist runtergelassen. Jetzt schauen wir mal kurz die Schwerter. Sind die besser als für das, was ich habe? Wahrscheinlich nicht. 119. Ah, doch! Ja, cool! Sind alles dieselben, oder? Na, 122, 116. Oh, dann nehme ich doch das da, oder?
Alle Straßen jederzeit. Auf ein Zeichen gehen wir rein. Höchste Zeit, dass wir Hurensohn zeigen, wer der Boss ist. In der Mine ist's wie im Krieg. Man weiß nie, wann man dran ist. Und die Zwerge haben Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Klar doch. Schiebt uns das auch noch in die Schuhe. Du kannst im Dunkeln sehen und bist zäh. Du wärst ein toller Erzaderschnüffler, wenn du nicht so groß wärst. Achso, ich muss reden. Okay. Fertig? Ja, wir gehen auf dein Zeichen. Gehen wir. Dann mal los. In der Mine ist's wie im Krieg. Man weiß nie, wann Ja, man das... dran ist. Also dann, da die sagen, gehen wir rein und... rammen wir mal auf, oder? Boom, 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 boom. I want you in my room. Ich sollte mich umsehen. Ich sollte mich umsehen. Händler? Ist ja nur so Händler, wieso muss ich gegen mich kämpfen? Ach so, deswegen. Hör doch mal auf zu blocken! Alter, wie viel Sand ist? Reißt euch zusammen, Jungs! Jetzt! Scheiße. Gut, das mal ohne hauen. Nein. Gut. Da aber zusammen kann der die Saison. Heute bei dem. Okay. Flasche. Und Drogen. Ordentlich aufgeräumt, oder? Der Doll liegt! Das schaut geil aus! Das ist auch ein Spagat! Schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Ja, das ist so! Oh, die war nochmal ins Licht und sieht man schöner! Oh Mann, Alter! Victor. Jetzt. So, jetzt weiter. Und die Zwerge haben Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Klar doch. Schiebt uns das auch noch in die Schuhe. Oho, Geralt der Ring. So geht der jetzt anders. Wieso hat der Ziegenhaus dabei? Okay. Dann gehen wir mal hinaus. Nette Klingen hast du da. Ja, passt. Heute können wir es aufnehmen. Nimm's auf! So gut. Wow! Los, auf ihn! Ja gut, ohne Schwert ist halt scheiße, gell? Nimm Schwert! Die Augen zu! Du verfluchter Bastard! Immer Bastard! Das Schwert da gleich hinter. Alter! Boah, wenn, Alter, schick dich! Ja, war so drauf. Finde das Versteck von Hunden und durchsuche das Casino Informationen über Hunden.
Jetzt pass kurz auf. Ah, halt, nein, nicht Quest. Nehmen wir halt ein anderes Schwert, wir haben ja nur mittlerweile... 131. Jawohl, 9 bis 11, das nehmen wir. Ja, das hat garantiert nein, du. Oh, ein Silber... kenne ich das schon? Habe ich das vorher schon gehabt? Kann ein Silberschwert da oben, glaube ich, jetzt auch gekriegt. Schaut das aus, 117... 115, ja. Beim nächsten Mal, wenn ich wieder beim Handler bin, muss ich wieder ein bisschen was verkaufen. Na komm, jetzt nimm's halt. So, jetzt so gerückt. Und 138 und das andere hat gehabt 131. Oh, das ist sogar noch besser. Was ist das jetzt? Gibt's das sonst nichts mehr? Schuldnerliste. Adalbert Zimmer, Gwyn Hus, Lettis, Villas, Sigmar Brockop, Rico, Mortimer Schwindel, Stan de Gries, Advak von der Baltimore. Okay, warte mal. Hier ist das ja. Ich habe sie ja halb totgeschlagen. Hey, hörst du mich? Richtig? Rico. Lebst du noch? Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Ja, denke mal schon. Lass uns zuerst reden. Nicht erst reden. Du bist nicht schwer verletzt. Lass uns zuerst reden. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bethlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redaniern zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Lauf, bleib noch hier. Also, hoppla. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bethlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Das klingt gut. Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? Über die Arena. Und so ein Junior spricht mit Dijkstra. Was ist denn jetzt näher drauf? Nehmen wir die Arena. Die Arena, das sind jetzt 100 Meter. Stringer. Und wenn ich einen Hexer als Schuldeneintreiber anheuern würde? Klar, gegen eine kleine Profession. Jetzt dann aus. Keine Tür. Ich bin jetzt da raus. Ich darf gern. Da ist doch die. Wo ist denn da die Tür? Jetzt nicht. Ist doch so vielleicht. Mir scheint, ich habe schon von dir gehört, Weißhaar. Kann schon sein. Vielleicht sollte es mal ganz ohne gehen. Bei dem ersten Stock werden wir wahrscheinlich kein Tier hinausfinden. Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Ja, hab ich schon gut. Da können wir noch was mitnehmen. Ein Handler war auch recht. Kleiner Krüppel, noch ein kleiner Krüppel. Ein Handler war jetzt auch recht, wo ich ein bisschen Zeug verkauft habe. Ich habe nämlich einen Haufen Waffen und so Scheißdreck da. Reißt euch zusammen, Jungs. Jetzt geht's rund. Was? Dann mal durch. Da ist vorne gerade einer gestorben. Gehen wir mal. Ein paar Tacker. Du gehst mir auf die Nerven.
euch doch. Wer seid denn ihr? Ich kenne euch doch gar nicht. Oh, ich ahne, was wir jetzt in der Arena da müssen. Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Ihr wollt mich reinlassen. Ich will meine Chance in der Arena. Komm rein. Wer hat das Sagen? Igor. Man nennt ihn Haken. Aus dem Nichts taucht Was da zum Teufel war das? Ein plötzlicher Anfall von Ehrlichkeit. Gang runter, dann links. Auf dem Nichts taucht da die Putzkraft auf. War echt gut, dass wir das Axi gelevelt haben. Na los, mach dich bereit. Du bist dran. Ich bin bereit. Bist du der Wahnsinnige, der das Gelege segeln wollte? Die kriegen eine Fahrt zum Friedhof. Jetzt? Du bist zwar grimmig, aber in deinen Augen sehe ich Anstand. Was ist denn da? Du schreibst da. Bis dann. Nein, er schreibt nicht, er tut da mit dem Messer irgendwie rum. Was hast du vor, mein Bester? Ist Wieder soweit, dieses Ziehen im Rücken. Bist du der Haken? Nein, du bist der Bandit. Oh. Dockarbeiter. Von Hurensohn. Du Novigrad wird beschützt. Und ist trotzdem mit einem nachts nicht rostigen sicher. vertauscht. Du musst einen Augenblick durchhalten. Mach ich. Und dann weide ich den Arschwicker. Siehst blass aus. Probier's mal mit Zwiebeln in Öl. Da ist dein Geld. Ist das Du schaust wichtiger aus. Wir hatten mehr vereinbart. Nur verlassen. Solange ich es dir anbiete. Du schaust wichtiger aus. Ich brauche Arbeit. Was kannst du denn? Mit dem Schwert umgehen. Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Wie wär's mit Hurensohn Junior? Jemand muss die Leute kontrollieren. Machen wir das Unternehmen. Menschenmengen können außer Kontrolle geraten. Jemand muss den Frieden wahren. Hm? Hast du irgendwelche Berufserfahrung? Ich töte Monster. Ich habe genug gekämpft. Ich töte Monster. Ich bin ein Hexer. Mein ganzes Leben lang töte ich Monster gegen Bezahlung. Menschen sind kein Problem. Eine Wache muss manchmal kämpfen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Die eigentliche Frage ist, ob du dich kontrollieren kannst. Und ob du die Menge kontrollieren kannst. Ich habe gelernt, meinen Herzschlag, meine Pupillen und meinen Stoffwechsel zu kontrollieren. Mein Medaillon vibriert in der Nähe von Gefahr. Und ich kenne ein paar einfache Zauber. Ich muss dich prüfen. Mal sehen, wie du kämpfst. Wenn du überhaupt kämpfen kannst. Na, cool nicht. Geh in der Arena kämpfen. Wenn du 3 Kämpfe überlebst, gebe ich dir Arbeit. Ah, schön. Stell mich auf. Hab ich schon. Wir fangen sofort an. Oder musst du dich noch vorbereiten? Nein, ich bin Pro-Gamer. Bin immer bereit. Wunderbar. Mal sehen, was du wert bist. Denk dran. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das Publikum mag es nicht, wenn man den Gegner verschont. Kann losgehen. Man sollte die vielleicht das Schwert nehmen, das war ein bisschen... Geldbörsen raus! Es werden Wetten angenommen. Aus dem fernen Osten, wo ein Menschenleben weniger wert ist als ein Becher Wasser. Moment einmal. Erst bei anders Schwert. Weil ich glaube, mit meinem Schaden 11, da komme ich nicht weit gegen den. Nehmen wir 131. Ah, nehmen wir das. Ich brauche jetzt auch nicht gleich das Superschwert. Das ein mörderischer Mutant. Sein Gegner, Gustav Röhne. Ein Mann, der sich selbst aus dem Mutterleib befreit hat. Mit einem Messer. Ja, wie immer, ein Kampf auf Leben und Tod. Komm, so pimmeln wir den Typen mal schnell. Für die brauche ich keine extra Zeichen. Töte mich nicht! Ich hab Kind! Töten! Du kanntest die Risiken. 3 Kinder! Der Hexer hat gewonnen! Nächster Kampf! Und weiter geht's! Der Hexer gegen die haarigen Brüder! Direkt von den wilden Skellige-Inseln! Ihr Vater war ein Braunbär! Sie leben, um zu töten!
vergib dich oder du endest wie dein Bruder. Niemals. Du hast mich der Allbewohner beleidigt, Mutant. Selbst wenn er sie ergeben hat. Es hat kosten, sie kann verschonen. Der Hexer hat wieder gewonnen. Nächster Kampf. Der Hexer tut, was er am besten kann. Auge in Auge mit Bestien. Ja, komm. Kein Problem, Alter. Okay, pass auf. Aber was ich jetzt trotzdem schnell mache. Und zwar Silberschwert. Wir haben ja mittlerweile, glaube ich, aber besser nicht. 220, das macht 187, das macht 229, das ist kaputt. Okay, ich habe zwei, die wo besser sind. Oder? Und da die sagen, nehmen wir das. Nehmen wir wieder das mittlere. Ihr wollt mehr? Lasst die Bestien los! Jetzt. Nichts, was wir nicht fertig werden würden. Bist du feiern mich nicht für vorne. Haben wir es jetzt? Wir wollen Boris! Wir wollen Boris! Jetzt ist der Boris. Den bin ich. Wir wollen Boris! Soll ich Boris loslassen? Wer ist das? Boris! Boris! Wer ist Boris? Boris! Nur für euch! Zum ersten Mal seit langer Zeit! Lasst Boris frei! Irgendwie glaube ich, dass dieser Bär ist. Ah, so wie es nicht. Wie ist was weg, ey. Ich finde, Boris ist so ein typischer Bär. Noch ein Sieg für den Hexer! Ich glaube, jetzt haben wir's. Ja, Pro-Gamer, Alter. Bravo, die hast du gründlich kalt gemacht. Man hat mir gesagt, ein echter Schläger wäre in die Arena gekommen. Ist das zu glauben? Es stimmt. Wer bist du? Danke. Ich wüsste gern, wer mir gratuliert. Sehr helle bist du nicht, was? Kommst her, um mir den Chaos zu machen und weißt nicht mal, wie ich aussehe? Also, genug geplaudert. Jetzt... Die Zwerge von Hacker sind in der Kanalisation. Sie haben die Wachen abgeschlachtet. Steh nicht rum wie ein verdammter Pimmel bei der Hochzeit. Ruf die Männer und mach die Zwerge nieder. Und würde bitte jemand den verfluchten Hexer töten? Aha. Ich gehe mal Ihr habt den Mann gehört! Tötet ihn!
Ja, das habt ihr ja gesehen, das funktioniert ja garantiert jetzt. Also ich gehe da mal ganz stark davon aus, dass das jetzt dieser Hurensohn ist. Keine Dummheit. Reißt euch zusammen, Jungs. Wir jetzt erpimmeln. Wir machen das, was wir am besten können, was wir jetzt eigentlich auf der Zeit schon gemacht haben. Das war das erste. Boah! So war mal, das war viel. Komm schon, komm näher. Ah! Alter! Scheiße. So ein bisschen regenerieren. Ich glaube, dass ich den Igor umbringen muss. Ich hab den irgendwie mengen. Jetzt wäre auch noch unschuldige Hündchen. Ja, super. Ah Gott, ich hasse diese Schildträger-Deppen. Warte mal. Ich sollte dieses Loch lösen. Gut. Nochmal jetzt sauber aufräumen. Gibt's richtig viel Kohle, wenn ich das alles jetzt da hab. Inventartechnisch beieinander. 97, 150, ja, ein bisschen was können wir noch mitnehmen. Aber wir werden ja dann eh beim nächsten Händler wieder sauber Zeug verkaufen. Gut, dann muss ich jetzt mich umschauen. Jetzt! Ah, das sind irgendwo nur so Typen umeinander. Da prügeln sie irgendwo ein paar von den Mongos. Durchsuche die Arena. Also soll ich in der Arena bleiben oder was? Schauen wir mal, wo muss ich denn jetzt da genau hin? Okay, das ist nicht sehr hilfreich. Da muss ich mir jetzt eher nach der Minimap richten. Du wirst es nie lernen. Ja, da noch hier. Hast du schon? Ach, das war schon. Gut. Wir haben ja einen Haufen Schwerter jetzt dabei. Dann nehmen wir halt auch. Das 129. Das hat 131. Die sind alle kaputt. Haben wir da noch so. Was ist das? Aha! Der Klang dieses Horns, wo kann ich das ausrüsten? Da kann ich es ausrüsten. Schaut auch gar nicht mal so schlecht aus. Cool! Cool! Nachricht von Igor. Lesen!
Da es in letzter Zeit einige Missverständnisse bezüglich der Wertgegenstände gab und zudem auch ohne den leisesten Grund Blut vergossen wurde, möchte ich hiermit versichern, das Geld in der Kiste unter Verschluss und das Geld ist in der Kiste unter Verschluss und in Sicherheit. Der blinde Idiot, der dachte, sie wäre weg, hat am falschen Ort nachgesehen. Geh den Gang runter, der vom Obergeschoss zur Arena führt. Dreh dich, sodass du mit dem Rücken zum Gitter stehst und betrachte die gegenüberliegende Wand. Wenn du Augen im Kopf hast, findest du, wonach du suchst. Ich betone noch einmal, dass Hurensohn Juniors Kronen nicht angerührt wurden und kein einziger Kopf fehlt. Ich wette meinen Kopf, dass das Geld noch immer dort ist und darauf wartet, abgeholt zu werden. Aha. Können wir ihm jetzt sein Geld klauen? Ah ja, stimmt, ich wollte ja Schwert noch wechseln. Ich wollte ja nur ein anderes Schwert haben, eins, das wo weniger kaputt ist. Für das ne, 129, das ist ein bisschen schlechter, aber das macht nichts. Was haben wir da noch? 117, 105. Die überhaupt kämpfen? Ach, ich glaube, wir mussten. Hey, da sei keiner. Ah, Schildträger näher, den hat's keinen Bock. Haben sie den jetzt gekillt? Hallo. Bitte? Also ich muss jetzt weiter suchen. Schauen wir doch erst einmal da. Jetzt kurz mal interessiert, wie das ist. Aha, cool. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt da hin? Da oben. Was ist da drin gestanden? Geh runter, dreh dich, da muss irgendein Godan sein. Ist das der Godan? Keine Ahnung, geht einfach mal da lang. Oh, das schaut doch vielversprechend aus. Kann man doch irgendwas machen? Der Boden ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Hinter dieser Wand ist was. Das schaut mir doch nach Schalter aus. Ja, anscheinend ist das doch ein Schalter. Ja toll, wieso jetzt die Scheiße auch mal, wenn ich da bloß wohne? Ich will das nicht anzünden, ich will das umlegen. Interagieren. Schauen wir ihm doch gleich sehr gut, oder? Schaufel. Nehmen wir alles mit, scheißegal. Mysteriöser Brief, lesen. An Hurensohn Junior, König Radovid ist mit deiner Leistung nicht zufrieden. Du solltest die anderen Mitglieder der sogenannten Großen Wir beseitigen, doch sie sind immer noch am Leben und wissen, welche Rolle du in den versuchten Attentat gespielt hast. Das war nicht unsere Vereinbarung. Verstecke dich vorerst an dem Ort, den dir der Bote nennt, der diesen Brief überbringt, und bleibe außer Sicht. Der König hofft, dass du die Feindseligkeiten unter den Mitgliedern der Großen Vier, dass die Feindseligkeiten unter den Mitgliedern der Großen Vier das bewerkstelligen, woran du kläglich gescheitert bist.
Der M. Der Big M. So, und jetzt? Versteck finden, mit Dijkstra reden. Ich suche jetzt erstmal einen Händler. Irgendwo muss das da eine Schmied umeinander sein. Wie kommen jetzt da überhaupt wieder raus? Da anscheinend nicht. Ach, jetzt bin ich ja wieder da rund in der Arena. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das habe ich jetzt gar nicht überrissen. Da geht's auch nicht weiter. Ach, wo war denn da jetzt der scheiß Ausgang? So bin ich hergekommen gerade. Ja, mal die Fackel wieder einschalten. Da geht's nicht auf. Da, glaube ich, bin ich runtergekommen, genau. Da müsste jetzt irgendwo rauf. Genau. So geht's hinauf, dann wäre es ja da irgendwo rausgehen. Ist das Ausgang? Ausgang? Bist du Ausgang? Oh, vielleicht? Das schaut gut aus. Ja, sehr gut. Ah, die mysteriösen... Wo hast du denn diese Katzenaugen her? Ich bin Catman. Na 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 Catman! So, ich muss schauen, dass ich irgendwo einen Handler finde, dass ich mal ein bisschen Zeug verkaufe. Kriegen wir ordentlich Kohle und da können wir uns wieder schickes Zeug kaufen. Oh, ein Friseur. Das muss man merken, da gibt es einen Friseur. Den Friseur will ich jetzt nicht. Verflucht! Alter. Da wird mir ein Händler angezeigt. Der Schmied war fast besser. Das ist Deine der Typ. schiere Anwesenheit ist eine Beleidigung des ewigen Feuers. Ach ja, was wären nur diese ganzen Spiele ohne ihre komischen Okkulte? Hey, schon gemeint, wie der da gerade. Wie der da gerade. Ja, schweinische Sachen machen. Ich darf meine Jacke nicht wieder nass werden lassen. Ich kriege Haue. Ja, dann da die Song gehst jetzt besser ins Haus. So, ich sag das jetzt nicht fix, ich brauch so einen geschilzten Schmied. Muss da irgendwo ein Schmied umeinander sein. Ich meine, die Stadt ist so. So einer mit Kohle war recht. Weil das Blöde ist, wenn man die Schmiede zu viel Kohle abzieht, dann. Degeneration. Der Niedergang der Zivilisation. Ich meine, das ist das Haus von der Trist, oder? Ah, das ist schon das Haus. Ah, stimmt, da geht's nicht. Da wohnt meine Trissi-Maus hier, aber die ist jetzt momentan auch relativ nutzlos bei dem, was ich vorhab. Victor. Ich sollte eine Zulage für die Arbeit in diesem Scheißwetter fordern. Ja, wieso? Ist doch schon wieder. Was hast du denn? Guck mal, ich bin hier gerade vorbeigelaufen. Was ist das? Das ist ein Händler. Dann gehen wir halt da hin. Hey du bist Händler mit einem hässlichen Hut. Keine falsche Bescheidenheit. Ansehen kostet nichts. Und es gibt viel zu sehen. Dies hier ist eine Sammlung von Wundern des Magiers Eramas. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Wie bist du an die gekommen? Ich habe noch nie gehört, dass Magier sich freiwillig von ihren Schätzen trennen. Eramas wurde nicht gefragt. Er ist vor 2 Wochen auf dem Scheiterhaufen gelandet. Seltsam, dass seine Sachen nicht mit ihm verbrannt wurden. Warum lassen die Hexenjäger sie dich einfach so verkaufen? Warum sollten sie mich nicht lassen? Das sind nur Alltagsgegenstände. Nur anspruchsvolle Sammler haben Interesse daran. Schon gut, ich verstehe. Diese Objekte sind nicht sehr gewöhnlich. Gerüchten zufolge ist jedes ein verzauberter Schlüssel. Erwähnen die Gerüchte vielleicht auch, wo man die zugehörigen Schlösser findet? Leider nicht.
Nun, wenn ich's wüsste, würde ich sie wohl kaum verkaufen. Wo hat Aeramas gelebt? Er hatte ein hübsches Anwesen südlich von Oxenford. Das ist jetzt schwer beschädigt. Leicht hat er es den Jägern nicht gemacht, ihn zu fangen. Zeig mir, was du hast. Das riecht doch nach neuer Quest, oder? Also, da dem wir jetzt... Oh, der hat einen Haufen Kohle, den können wir einiges verkaufen. 124, weg. 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 Okay, diese komischen Knüppel nehmen wir eh nicht her. Das kalte nochmal. Weg. 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 Dann. Dieses gute Schwert, das kalte nochmal. Das geht weg. Das geht weg. Wieso ist das durchgeschrien? Achso, kann man nicht verkaufen. Das kann noch weg. Das kann eigentlich auch weg. Das kann auch weg. Dann haben wir einen Hämat, einen Haufen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Gut, eins hebe ich mal auf. Das brauchen wir auch nicht. Weg damit. Aber was ich ihm jetzt abkaufe, das sind diese komischen, weil das... Was kostet das? 1 Euro. Nehmen wir. Weil wenn das... Vielleicht sind das neue Quests-Gegenstände. Ich kaufe mir kurz. Und das da. Wie viel Kohle habe ich jetzt? 1600. Cool, ja, was kann ich noch verkaufen? Schauen wir mal. Plötze. Das. Trophäe, Bonusgold. Frei nicht. Meisterlich. Bonusgold. Frei nicht. 35, ja. Frei nicht. Bei der Succubus-Trophäe hätte mich vielleicht doch interessiert, wie die an der Plötze ausschaut. Gwent, nein, brauche ich nicht. Gwent ist unnötig, brauche ich nicht. Die Succubus-Trophäe, die interessiert mich jetzt doch schnell. Oh, hier ist die Daya. Kolster, mir wurscht. Ich will mal kurz schauen, wie die an der Plötze ausschaut. Leg mich doch am Arsch. Gegenstände, ich hab doch da irgendein Bärenfell oder sowas gefunden. Pferdehaut, pass auf. Jetzt mal 2. Also Schafsfell, heute auch nochmal 2, weil vielleicht kann man damit Rüstung auch fertigen. Könnte ja sein. Wolfsfell. Da könnte man 3. Ich darf gern 3 gehalten. Achso, das sind die, wo ich verkaufe. Bei verwesendes Fleisch, das kann alle haben. Was haben wir da noch? Ziegenhaut, brauchen wir auch keine. Haben wir Ziegen weg damit. Wieso hat er jetzt alle verkauft? Nein, drauf geschissen. Das weißes Wolfsfell, das kalt ich nochmal. Das sind alles so komische Bücher, Scheißdreck da, brauchen wir eigentlich auch alles nicht. Weg. Kein Schwanz, es braucht alles keinen Schwanz, weg damit, was ist das? So eine Kinker, das kritzt, ja, ich lasse es mal. Das kann auch weg. Gut, dann da die Song vorerst, lassen wir es mal so stehen. Halt, das kann noch weg. Das ist das Bärenfell, ne gut, lass es mal. Wie viel Inventar nimmt das weg? Oh, 6,67 Bärenfell macht ganz schön. Verkaufen wir mal 3. Was ist das? Fischernetz.
Angel, braucht kein Schwein. Weg damit. Auch da niemand's. Weg damit. Gut. Fisstech, ein bisschen Drogen. Also die Drogen, die heute mal. Okay. Haben wir ordentlich Kohle gekriegt. Wiedersehen. Statuette eines Mannes, nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Ich muss Triss danach fragen. Dann machen wir das doch gleich. Lass einen von denen rein. Ich sehe gerade, es ist schon über eine Stunde rum. Von daher die sagen, wir überziehen heute. Ich habe jetzt keine Lust aufzunehmen. Was haben wir da? Persönliche Behandlung. Witwer, 60 Jahre alt, mittelgroß, überdurchschnittlich intelligent, besitzt ein Vermögen in Münzen und Liegenschaften. Sucht eine alte Jungfrau oder kinderlose Witwe gleichen oder höheren Alter oder etwas höheren Alters. Vorzugsweise aus Grundbesitzfamilie. Interessentinnen schicken ein Schreiben mit ihrem realistischen Abbild an Postlagerung Gildorf CO Romantik. PS. Briefe ohne vollständigen Namen mit Adresse werden nicht beantwortet. PPS. Frauen der älteren Völker zwecklos, vor allem Halblinge. Aha. Hashtag Rassist. Erinnerung. Ehrenwerte Städter, bitte denkt daran, etwaige Passanten zu warnen, bevor ihr ihre Nachttöpfe aus dem Fenster auslehnt. Nilfgaardisches Kulturfest. Braucht man ein Gewinnturnier, braucht man auch nicht. Was ist Schwindler? Schnelles Geld. Im 20 schnelles Geld benötigt die verfluchten Anderlinge in der Vivaldi Bank erklären ein für nicht kreditwürdig. Kommt zu mir. Kein Papierkram, keine Fragen, keine Limits. Kreditkarte in bla bla bla. Ja, das Zinsrate 700% ist klar. Ich wollte jetzt die andere Quest noch schnell machen, das mit diesen komischen magischen Puppen. Nebenquest, jetzt pass auf. Spricht mit Triss über die Statue. Vielleicht haben wir da eine kleine Triss-Quest. Auch nichts gegen. Also, was noch geil war bei dem Spiel, wenn es so ähnlich wie in GTA, so wenn man markieren kann, so interessanter Ort. Wenn man so Locations hat, wo man gerne nochmal aufsuchen möchte, aber halt nicht. Das war halt noch geil, weil bei GTA kostet das immer dann als interessanten Ort markieren. Das glaubt mir meine Frau nie im Leben. Wir gehen zu Triss und fragen sie nach unserem kleinen Männchen, das wir da gerade. Bist du mager? Der Graue ist schon wieder. Hier geht's schon den ganzen Tag zu wie im Taubenschlag. Was der Graue schon wieder. Wie gleich der Graue, hä? Ich bin nicht Gandalf, du. Darüber. Na, Schatzi, ich habe eine Frage an dich. Ja, Geralt? Gib mir Informationen. Schau mal, was ich hier habe. Artefaktenkompression. In diese Figur ist jemand eingeschlossen. Willst du sie dekomprimieren? Natürlich. Wer den Zauber gewirkt hat, hat den armen Tropf sicher vergessen. Sieht adelig aus. Nehmen wir uns die Quest auf oder machen wir es gleich? Weißt du was? Die heben wir uns später, die holen wir uns auf. Wir kümmern uns später darum. Ich muss los. Ja, was los? Dann seid ihr jetzt sagen, mal für euch Schluss. Mit einem schönen Abschlussbild von unserer kleinen Triss. Ich finde es ein bisschen schade, was mir auch noch ein bisschen abgeht, was auch noch geil war bei The Witcher, war, wenn es... wo geht's denn jetzt hin? Was ein bisschen geil war bei The Witcher noch, wenn es halt auch so eine Art Fotomodus gab. Bei sag schon, bei Fallen Order, da gibt es es ja mittlerweile, oder ich weiß nicht, ob es vor Anfang gegeben hat und ich habe es bloß nicht überrissen. Auf jeden Fall gibt es ja mittlerweile, bei Fallen Order habe ich übrigens zum dritten Mal jetzt, zum zweiten Mal die Story angefangen. Also, angeblich kommt ja mit dem nächsten Update ein New Game Plus. Ich weiß noch nicht, ob das stimmt. Aber wir werden es sehen. Ist jetzt auch wurscht. Dann da die Song, pass auf, geht's mal. Hey, jetzt bleib doch mal stehen! Den Fix da, was ist denn das? Lauf doch nicht immer weg von mir.
Was wollte ich jetzt sagen? Genau, dann geht's morgen an der Stelle weiter. Dann schauen wir mal, was da in diesem komischen, in der Statue da drin ist. Und ja. Gut, ich verabschiede mich. Wir werden nochmal speichern. Auftrag, vermisste. Ah, das ist nicht. Gut, wir gehen jetzt zum Hauptmenü zurück. Wirklich beenden. Ja, ich will es beenden. Es ist mir scheißegal, ob die gebärden Fortschritte verloren gehen oder nicht. Was ist jetzt los?